Hanse heit Goat gorn, wenn ein Goat handeln kann und auch wat zu beten het. Uelzen an der Kant von der Lüneburger Heid het ein weit bekannten Ratswienstoff für den Döss von der Koplü. Für den Wohnverkehr liegt die Stadt beter als Gaut an der Ilmenau. 1374 ward Uelzen Litmord bei den Städerbund und 1470 ist hier sogar ein Hansedach. Als Handel steht für Honig, Was und Wurn von Pötter bläut die Stadt. In die St. Marienkarg findet wir den größten Schatt von der Stadt. Gegen das Ende von der Hansetit kommt das golden Schiff nach Uelzen. Ein 63 cm hohen Norbu von ein Hansekogge. Ein Handelskaufmann ut Uelzen bringt sie 1598 ut London mit. Klog verruht kicken mag sich betalt. Hertog ut Sassen han de Koplü von Uelzen, Kott für dat sie in der Hanse abgenommen worden sind, dat Recht ob Tollfreiheit in Lüneburger Land taubilligt. Sie wollen den Handel fördern und na klar tüchtig an der Hanse mitverdienen. Die Hanse Handel und Geld verdienen, dat het lang nachwirkt. Ein Bronzestatue für den Marienkarg vertellt davon, dass die Uelzener af und an ein Beten zur Dull achter Schnäppchen ansünd und sich dobi Uhlen inhandelt. Die Vertellner verkauft ein Plitschenbuhr Barftgorns, also wöhnt die Barfautgord, in ein Sack. Man de Kopmann versteht Barkhans, also den Sack openmockt, sündert Uhlen. Die Gord gebarft, die handelt Geld. Betthüt hätte Uelzener Uhlenköper, bei der Lütte Hansestadt an der Ilmenau doch heil besünner mockt.